Gut, da begrüße ich alle Guten für eine öffentliche Sitzung heute vom 20. April. Wir haben als ersten Punkt auf der öffentlichen Tagesordnung die Approbation von unserem Ordre du Jour. Da just als Remarque, dass wir den dritten Punkt vom Ordre du Jour, den PV, den wir noch nicht kriegt, dass wir den, ich proposiere, dass wir den jetzt aufholen, weil die waren nicht mal am Dossier, dann steht doch nicht der richtige Datum, das heißt, die geben wir das nächste Mal bringen. Du gehst darum, dass wir PV in der Schreiben von der Sitzung von dem letzten Gemeinderat, sie sind gerade, aber sie waren nicht mit am Dossier dran, du weißt, gebe ich dir Reportere gerne. Voilà. So, der Rest vom Ordre du Jour, nachdem ich eine Remarque kurz, gebe ich den Ordre du Jour zum Wort bringen, wenn hast du mit verstanden. Das ist unanim. Merci. Voilà. Dann gehen wir direkt auf den vierten Punkt von unserem Ordre du Jour übergehen. Affaire de Personnel, Kreation de Post von zwei Posten am Statut vom Salarié für als regional Musikschule. Da haben wir einen ersten Posten, das Remplacement ist von einer Musikprof, konkret einer Tanzprof, die am Statut vom Employé communal bei uns geschafft wird, an die leider heute mis an eine Pension Invalidité gehen. Und für die zu ersetzen, proposieren wir die Kreation von einem neuen A2-Posten, und das aber am Statut vom Salarié communal, so wie wir seit langen Jahren auch alle guten Musikenseignants an der regionalen Musikschule erstellen. Wir haben sich die letzten Jahre kennt, mehr über den Statut vom Employé communal angestellt. Weil man keine Salariés-Posten abholen, muss man den halt kreieren, und dafür eben halt die Proposition von der Kreation der Post. Den zweiten Posten erklären ich direkt mit, da das auch ein A2 Salariés-Posten an den also sich dafür do, dass man am Moment zwei Personen haben, die am Congé Maternité respektive am Congé Parental sind, und dass man en vue haben, dass ein weiterer Musikprof geschwind wird an Pension gehen. Und da geht es uns darum, für also schon so aufzustellen, dass wir schon einen neuen Enseignant polyvalent können definitiv erstellen und nicht nur just die Congé Parental oder Congé Maternité über CDD ersetzen, weil es uns so wichtig ist, auch in als regionale Musikschule zu bannen, für den dann noch schon definitiv reinzuholen, wenn dann die Depart en Retraite ist. Und dafür ist auch Propos, wir können quasi ein CDI auch zu proposieren, und da da vielleicht auch mehr attraktiv zu sehen für einen Enseignant langfristig unheimlich zu bannen, dass er eben eine Kreation der Post gemacht wird, auch von einem A2 an dem Statut von dem Salarié. Voilà. Ich gehe jetzt frohen zu diesen zwei Posten. So, da gebe ich sie einzeln zu Wort stellen. Ja, gut. Es sind zwei Posten, Statut vom Salarié, A2. Seht ihr mal da verstanden? Das ist dann unanim. Merci. Fünften Punkt vom Ordre du Jour ist ein Remplacement von einem Terrain synthétique, den wir aktuell im Fußball haben. Also so, dass den Dossier kriegt, dass von unseren Projektfahren aus dem Budgetwert der Sport an der Stadt Dirstanach umgeht. Wir haben an 2024 für ein bisschen direkt zu machen, noch eine Entrevue mit dem Umweltminister, darüber haben wir schon um See, den envisagiert vis-à-vis vom Ecoparking, von ihnen nicht wird genehmigt gehen und aktuell auch nicht en vue steht. Und dafür haben wir gesagt, dass wir mittelfristig den Fußballsterrain Umbrell werden halten als zwei Fußballsterrain. Dafür sind wir letztes Jahr ein permanenter Échange auch mit dem Fußballclub, mit dem Darin Irstanach, ein Gesamtprojekt umgegangen für eine Standsetzung und aber auch Perennisierung von dem Sitz, von der Fußballsterrain Umbrell
umzugehen. Ich hatte an Menge hier zum Budget 2026 gesagt, dass du das Jahr die weiche Gestalt die für nächstes Jahr, das erste das Lastgänge, darüber haben wir schon geschwärzt, das sind Luchten und Grasterrain, die abgerichtet dürfen und die dann an der 20. Kalenderwoche als Symphonische, der Tisch an der Woche vom 11. Mai wird gesagt gehen. Und das heute, was wir heute haben, also die Jour haben, das ist der zweite Teil von dem Projekt und das ist dann die Erneuerung von dem synthetischen Terrain, das vom Terrain 2, den wir mit diesem APD, den wir hier stimmen, umgehen. Wir hatten für das Renouvellement von dem Terrain Synthetik 1,7 Millionen an unserem Budget stehen und auch auf der anderen Seite von der Resetten eine Subvention, die natürlich Lohn auf der Basis von dem APD muss auch offiziell gefordert gehen. Voilà, aber das ist die Hauptbüt von dem heutigen Projekt an dem APD. Den Terrain, der wurde im Jahr 2012 gebaut, mit einer estimierten Lebensdauer von 10 Jahren. Den Terrain hat lang gehalten, wir sind mehr wie 10 Jahre für noch. Hat aber in den letzten Jahren immer mehr oft repariert gehen. Als aktuell, ich gucke, ob die mehr am Fußball sind, aber mittlerweile so en fin de vie, kann ich sagen. Weil wir mussten mittlerweile so viel pleistern, dass es auch aufhängt, wirklich schwierig zu gehen, teuer zu gehen. Und das wirklich nötig, dass wir dann die Erneuerung von dem heutigen Terrain planen. Voilà, dafür haben wir gesagt, wir wollen den Terrain Synthetik remplacieren. Remplacieren heißt nicht Tabula rasa machen und alles, was viel abgebaut wird, erneuern. Das heißt, hauptsächlich an der Surface zu schaffen. Wir schwätzen von einem Terrain Synthetik de nouvelle Generation, kann ich sagen, weil 2012 waren noch andere Techniken in dem Moment, die genutzt wurden. Wir hatten zum Beispiel einen Terrain, wo dann noch der Granulat nach auf der Surface drauf war. Den Terrain, den wir heute planen an dem APD, als ein synthetischen Terrain, wo aber der Granulat nicht mehr drauf ist, so wie eben noch viel gesehen ist, von den europäischen Regeln, wie der wird auch an einer Zirkulär von 2023 indikiert wird, dass die neue synthetische Terrain eben nicht mehr mit dem reinen Granulat drüber leitet, wo man dann noch als Gemeinde Probleme haben, wenn man stark kriegen, wenn die Granulate fortgehen. Synthetische Terrain bei rund 790.000 € leidet. Und du hast ein Teil von den Kosten, die du mal dran sind, als der Sätzen ob von einer Kosten Souplesse, die innerhalb dem Terrain ist. Bei der Kosten Souplesse so als das Ingenieursbüro, dass es höchstwahrscheinlich nicht nötig ist, die komplett zu ersetzen. Das heißt, sie gehen davon aus, dass die Plätze im Terrain, die am meisten bespielt gehen, das heißt 16 Meter rund um die Kohle, dass du wahrscheinlich die Kusch muss ersetzt gehen und dass im Rest vom Terrain eigentlich mehr lang missteilen wie zur fast die eben just 10 Jahre halt. Dafür ist an dem heutigen wie auch noch ein Deal dran, den wir vielleicht nicht brauchen. Das ist für ich zu so. Ich schätze von insgesamt 1,7 Millionen. Aber das ist möglich, dass man von den 1,7 Millionen rund 300.000 € Hanno Blödwerte brauchen. Das ist aber wichtig, dass dann das Submission mit dran steht. Für wann die Kosten zu Platz muss ganz ersetzt gehen, dass man die effektiv auch mal dran holen. Voilà, das zu dem Deal vom synthetischen Terrain. Dann ist an diesem Projekt aber auch mit angebunden, dass man alle Vestier, die früher bewährt, hinter dem synthetischen Terrain aufrappen. Das ist das eine. Und den dritten wichtigen Punkt am Projekt ist, dass man ich hatte viel gesagt, stark rein Heichwasser auf dem dorten Sitz. Wir haben immer nicht Schwierigkeiten, wenn wir effektiv stark rein an ein kleines Heichwasser auf dem Sitz tun. Das Wasser ist quasi von allen Seiten an Vestiaire lebt und dass man dann dadurch schier tun, immer nicht schier tun an unsere Sportinfrastruktur auf den Derry und dass wir uns da wollen schützen für weiteren Heichwasser-Evenementen. Und dadurch ist an diesem Projekt integriert, für eine Pumpelschacht an eine Druckleitung zu installieren und das für das Wasser die Sportzahl vom Breil aufzulegen und eben nicht den Druck auf ein Rückklappsystem und nicht den Druck auf als Infrastrukturen zu tun, das heißt Wasser nicht mehr an der Vestiaire lebt von der dorten Seite aus. Ich will aber auf dieser Platz auch sagen,
dass man auch am Gange sind auf der anderen Seite von dem Fußballsterra, der Tisch, wo die Grasterra aus, wo auch ein Achse und Westjahre Ruf sind, dass man da auch am Gange sind, de Viren zu holen, für du auch ein Heichwasser-Part zu machen, die im Amovible kann rausholen, für die Westjahre auch von der Seite zu schützen. An den dritten Aspekt beim Heichwasser ist die Dichtung von den Fenstern, wo auch schon Wasser rangelaufen ist, wo ich muss gucken, wo wir am Gang sind zu gucken, ob wir eine Taschen schick kriegen für die Fenster, die Verdichtungen von den Fenstern, die Aufdichtungen von den Fenstern nach mehr Performance machen, dass auch kein Wasser durch die Fenster durchdringt. Das ganz also sich mehr große Wolle auch Heichwasser, mir hier ist ganz konkret mit einem Monat von 100.000 Euro die Pumpelschacht an dem Projekt mit dran, für eben auf der Seite von dem synthetischen Terrain als so gut es geht, gegen Heichwasser zu schützen. Voilà, wenn dann an den Detail von dem wie geht, den wir geschickt haben, da so man reinkeier, dass du sich 3 große Etappen sind. Die Grasterra hat ich genannt. Hier haben wir den synthetischen Terrain. Die dritte Etappe ist auch ein Aufspruch auch mit dem darin, dass den Terrain 1, der erste Grasterra, auch an den synthetischen Terrain umgewandelt wird. Und dass man dann, wenn den synthetischen Terrain 2, der Loa sagt, wenn der fertig ist, man dann den dritten Terrain, den ersten Terrain an einer dritten Phase dann auch gegen umgehen. Weil es wichtig ist, dass man eigentlich permanent ein Terrain haben, der bespielbar ist, weil aber die Saison ganz Jahr über an noch Training hat, ganz Jahr über laufen und dass man dann probieren, die Chantiersphasen so gut wie möglich zu kompensieren. Ein zusätzlicher Punkt, den man vielleicht noch nicht angeschaut hat, den man aber noch integriert von einem synthetischen Terrain, ist, dass man auf der Seite, wo am Anfang die meisten Zuschauer immer stehen, werden eine kleine Plattform machen, dass ich auch kann mit einem Rollstuhl oder wenn ich nicht so gut zu Fuß ist, auch kann auf einer Aplat kann du sich auch mit einem Rollstuhl auf einen properen Terrain stellen, auf das Beton geplant, für dass man eben auch einen Platz hat, wo ich noch mal mit einem Rollstuhl vielleicht besser bei kann fahren und sich dann noch nicht unbedingt an der Wies, wo ihn angeht, wie dass ich kann auf einem ordentlichen Platz kann dabei stehen. Am Detail was Kasten umgehen von dem Projekt, will ich die großen Zommen nach ein Grafier hier wenn der Remplacement vom Terrain synthétique, den als estimiert mit dem Remplacement auch von der Couche zu Place, natürlich mit der Entsorgung auch von dem alles synthetischen Terrain, so wie die Stadt gehört, mit der en Platz setzen von dem neuen synthetischen Terrain mit 791.850 Euro. Divers Equipmente, unter anderem auch den PMR, plus auch neue Holer, neue Westen, neue Banken für die Spieler, insgesamt 50.300 Euro. Der Raccordement von der Pumpe, 100.000 Euro, Demolition von dem alle Vestiaire, all Buvette, 50.000 Euro, und dann Travaux d'entretien, wo man auch schon mal an das Projekt rangeholt. Da geht es uns ströms für Haut schon darum zu denken, dass die Terra Synthétique wird müssen auch Maintenance kriegen. Und da haben wir schon 70.000 Euro dran gesagt, und das ist ein Äquivalent von einer Maintenance von 2 Jahren von dem synthetischen Terrain, die da mit an dem großen Devis mit dran sind. Und das möchte dann summa summarum mit Installation Chantier, mit Travaux préparatoires, mit Regie und Arrondi, möchte das Kosten von 1.435.000 Euro hors TVA und TTC möchte 1.678.950 Euro als Projekt. Und da wie gesagt, mit dem Plan APD, die wir erst an den Devis beigelöst tun, wo wir natürlich froh wären für eher Unterstützung für diesen wichtigen Projekt für unseren Fußballclub und für dann auch die Entwicklung von dem Sport zuerst danach zu unterstützen. Ricardo. Merci für all die Explikationen. Wir hatten schon eine Prävision gut am Budget, wo wir schon den dritten präsentiert hatten. Von mir sind den Daring Löwen für den guten Inhalt während 15 Jahren von einem Terrain, die haben die 10 Jahre gut gedurcht. Genau, wenn ich bedenkt, wie viel
wie oft den Terra benutzt hast, dann hast du schon eine remarkable Lichtung für das den Terra noch so ausgesetzt wie im Moment ausgesetzt, dass in Dolen und in Limite können, dass man nicht mit Plästre können, dass von man alles kohärent richtig und dafür unterstützen man auch dass ich von den wichtigsten Freien an als schon wichtig sind die bestmögliche Kommissionen soll kreieren. Als Bedenken dann hatte schon am Budget gesucht gehen mehr Richtung Terra 1, wo man so brauchen wir dann, wenn man da so performanten zweiten synthetischen Terra haben, brauchen wir noch einen synthetischen Terra, als das wirklich so auf die Welt, als das just ein sehr vom Inhalt, als das man nicht das nicht am Inhalt, mehr als den Inhalt dann just ein Argument, vielleicht man dann einen zweiten synthetischen Terra brauchen. Und dann, wenn das ganz an Long-Term produziert, wir schwätzen aber trotzdem von einem Terra oder Terrain, die an vieles Stück Laien zu erschlagen. Wenn wir wissen, dass dann CT 100 quasi ausgebaut wird mit 100 Bauunitäten von Nord der Gerd an Hai wäre quasi so Spiegelbild, quasi das nämlich, wo man so ein aber gewissen Logementskrise wäre man am vieles Stück, wo man da geht so okay, die an die Terren sind auch an Laien dünner Wasser heinst du, man da so kann man nicht hin ganz außerhalb zu kriegen. Und wir hatten am letzten Schafferrot und letzten Legislaturperiode Gespräche gefordert beim Umweltministerium schließt das ganz schwer die Diskussionen waren mit Wirtschaft erfroren, gehen die Diskussionen weitergefordert. Wo sind die tun? Also gibt es real Alternativen zu einem Standort, wo man die zwei Terren könnte setzen. Das wäre von froh und dann die Necessität wirklich von den zweiten synthetischen Terren. Also den ersten Glasterra, der Grasterra, genau das. Wir warten eine künstliche Terraplatzung vom Naturrasen. Naturrasen normal wird auch gesucht mit Verletzungen, mit Verletzungen auf eine normale Terra, wo umweltfreundlich, also mehr umweltfreundlich. Naturrasen, also im Vorwert muss gehen als Terra 1 und auch Terra 1. Okay, als echt zum Filetsteck Logement. Wir sind da doch so, an mir geben auch Leber Nicoen an einen geeigneten Terrain für den Fußball auf einem anderen Platz fanden, wo wir einen anderen Terrain hatten. Und wir sind uns 2014 nach ein Jahr auf den Environnement durchgegangen, für die Optionen durchzuschwätzen, notamment die Option, die eben auch an der Legislaturperiode ugedurcht gouf für den Fußballsterra oder Fußballsterrain ganz Richtung vom See auszulaufen. Wir konnten aber do ein ganz klares Signal, dass das nach dem Umweltministerium nicht wert zu machen sind. Und dafür haben wir gesagt, okay, wir müssen aber trotzdem als Fußballverein, an denen ganz vielen Membern, notamment Kanner, die an dem Verein sind, eine Perspektive geben. Und da muss man auch handeln an den bestehenden Sit auch so an drei setzen, dass man die mittelfristig können halten. Was langfristig ist, geht in Richtung von einer Modifikation von einem PAG, am Kader von einer Reform PAG, die man wieder wisst, alle 10 Jahre muss machen. Wir haben aktuell, und wir haben auch an der Reunion vom Environnementsministerium kein anderen Terrain an Aussicht gestellt kriegt, wo irgendwann ein Fußballsterrain wird von ihnen genehmigt gehen. Das heißt, dem Bau heraus. Wir haben gesagt, wir wollen so, das geht nicht, da so, dass wo es geht. So, und wir konnten darüber keine Antwort. Das heißt, alles, was an der Diskussion auch schon mal abgekommen ist, auch von Terrain, als bislo einfach verworfen gehen. Und dadurch ist im Moment kein Sicht am moyen Term auf ein anderes Sitz. Und dafür ist eben die politische Decision sich vom Niveau vom Schafferrot gefallen, dass man gucken, den heutigen Terrain zu perenisieren. Aber wenn man von synthetischen Terrain schwätzen wir von Terrain, die dann hoffentlich nicht 15 Jahre gut sind. Wenn ihr da wisst, dass ein Reform PAG an 10 Jahren, nicht mehr an 10 Jahren, so 2033 mit der PAG 2023 gestimmt, dann wissen wir, dass wir trotzdem auch nach einem Wert an Charge gehen, gucken, wo wir können Fußballterrain
zu einem Moment X können auslaufen. Wie das man am Moment du kein Hydro tun, wo man gesagt okay, da muss man das Sitz nach für ein paar Jahre fit machen und das ist so statt was man effektiv machen. Voilà, du hast so den Terrain 1 geschwart, wo sich ganzen also wo eine Evaluierung gefordert ging als die wirklich holistisch war an die Lunettrumsgang aus für zu suchen, wennst Entretiens abstellen oder wennst Wassermangel mit Netzen den Terrain mit Trinkwasser, wennst der Bespielbarkeit von einem Grasterrain, machen wir synthetischen Terrain. Du hast am Anfang alle guten Argumente, die auf den Tisch kommen, auch die Evolution die technische Evolution von den synthetischen Terrain, die Haut auch schon viel mehr weit sind und auch was gegen Verletzungsgefahr geht. Ich meine, wir haben noch Rendezvous gemacht, für andere synthetische Terrain gucken zu gehen, für auch technische Explikationen dazu zu kriegen. Und wir haben, wie gesagt, auch mit dem Daring permanent koordiniert, für nicht eine Decision sur un coup de tête zu holen. Das heißt, was sind Argumente, die damit angeflossen sind, dass effektiv der Wasserverbrauch, wir haben immer nicht Situationen am Sommer, wo sich mir die Leute dabei sagen, dass sie nicht mehr sollen ihre Garten netzen, wo man aber sich, wenn für das den Fußball hier Matches um Grasterrain kann spielen, der Fußballsterrain hat müssen genäht gehen. So, das sind dann immer direkt ganz andere Quantitäten, wie wenn wir unsere Garten netzen. Und da ist es einfach so, dass wir mit unserem Trinkwasser, das aber immens wertvoll ist, aber ob Limitewerte stoßen, und es stellt sich auch fundamental vor, ob Trinkwasser dafür geeignet ist, für Fußballsterrain zu nutzen oder ob wir Trinkwasser nicht effektiv sollen, aber trinken oder halten, für dass die Leute noch immer von unseren Quellen Trinkwasser nutzen. Wir haben noch den Distingo gemacht von unserem Büro d'études, wie viel Wasser pro Saison auf einem Grasterrain gebraucht wird, mit der Vergleich zu einem synthetischen Terrain. Beim synthetischen Terrain liegen wir bei 0 plus, ne? Den Terrain der wird halt genäht aus verschiedenen Gründen, da sind wir echt in Richtung Tendenz 0. Aber bei einem Grasterrain liegen wir pro Saison bei 5000 Kubikmeter Trinkwasser, was wir effektiv dann nutzen. Es sind, weil wir effektiv die Trinkwasserdiskussion hatten, haben wir auch Diskussionen geführt über eine Möglichkeiten für Wasser zu kommen rund um den Terrain. Und da wird dann a priori für Jahren eine Art Pütz hinter dem Terrain. Der Pütz ist aber auf einer Seite ganz zu und auf der anderen Seite ist a priori nach Wasser zu kriegen. Und den Pütz dürfte man nicht einfach so gehen und Wasser rausziehen, und dass man auch eine ganze Prozedur machen für Genehmigungen bei dem Wasserwirtschaftsamt. Und da haben wir auch eine Aufweisung davon gemacht, ob man das wollten umgehen. Und so ist die Konklusion für das ganz Kraft zu machen, dass man die Prozedur selbst können umgehen und dass wir nicht 100% sicher sind, dass bei der Prozedur final herauskommt, dass wir das Wasser dann auch können nutzen, für den Fußballsterrain auch zu nutzen. Die Stadt ist die Wolle vom Wasser. Da gibt es nach der Wolle von den Entretiensarbeiten effektiv. Du leist bei einem synthetischen Terrain, was ein Entretien angeht, das doch Maintenance angeht, bei einem Kostenpunkt von rund 25.000 bis 35.000 Euro auch TVA pro Jahr. Und du leist aber heute schon bei den Entretiensarbeiten von einem natürlichen Wurst bei zwischen 150.000 und 180.000 Euro pro Jahr, was dann auch Kosten sind, die da dabei kommen. Ein anderer Punkt ist, dass, wenn der Haut guckt, wie als Terrain genutzt gehen, den Grasterrain wird am Anfang hauptsächlich gehalten, für Matches zu spielen. Das ist ein Training, den ist hauptsächlich auf dem synthetischen Terrain. Die synthetischen Terrain sind viel mehr Belastung gewinnt, die sind viel mehr disponibel für genutzt zu gehen. Und wir haben als Sportkoordinateur berechnet, wie viele Leute pro Woche auf den zwei Terrain oder auf dem Sitz zirkuliert, und da sind wir auf einen Zusammenkommen von 700 Leuten, die dann alle Woche auf unserem Sitz vom  aktiv sind. Und
dann muss ich so wat man méi Membern hun am Münne Club den an engem flotte Wurst zu machst, die viel Membern huet, die viel Jugendekippen huet, dann als Spielbelastung für synthetischen Terrain als viel mehr heich wie die Spielbelastung, die einen natürlichen Terrain aushält. Bei einem natürlichen Terrain schwätzt man von einer realistischer Spielbelastung zwischen 200 und 500 Spielstunden pro Saison. Und bei einem synthetischen Terrain schwätzt man von 800 bis 1500. Das heißt, auch der Fett, wenn ein zwei synthetisch Fußballterrain hat, möchte auch, dass er auch kann, aber die zwei Terrain auch nutzen für auch Trainingsmöglichkeiten, dass er noch nicht nehmen muss, ob ein Terrain zurückgreifen und dass er so sich auch eine Situation, den er noch nach mehr breit kann nutzen, und vielleicht auch noch für den Club mehr interessant für Trainingen abzudelen, für vielleicht mehr Surface zu holen für die junge oder die andere Equipe, dass sie hier Traininger besser können gestalten. Voilà. Und dann sind wir mit all den Evaluierungen da, auch an der Komiteegange von dem Daringer und haben am Anfang gesagt, dass aus unserer Sicht, aus Gemeindesicht, sich aus all den Evaluierungen daraus mir auf der Weg gehen, für einen synthetischen Terrain an Platz zu setzen und eben nicht geben, proposieren, für weiter auch ein Grasterrain zu machen. Wir haben aber auch noch einmal mit unserem Büro d'études auch beschwert, dass es alles so wichtig ist, für wen Surface, dass wir schwätzen, an wie rutschig oder nicht rutschig, dass den Terrain, also das schüttert sie nur nicht reisen, weil sie hatten als gleich gehabt Smartwatch, wo ihr konnte gesehen, wo ihr noch einmal testen konnte, weil es ging dann eben auch möglich, also es ging dann noch verschiedene synthetisch Grasterrain, wo ihr bei den Engen noch mehr rutscht, wo die anderen mehr griffig sind. Und da ist das eben noch wichtig gewesen, für auch en Échange mit dem Club auch ein System an zur Mission zu holen, wie nicht den Terrain rausgesicht, wie ein System an zur Mission zu holen, den dann auch da für die Sportler angeht. Am Anfang das bestmögliche System ist, dass man da einen synthetischen Terrain haben, wo die Verletzungsgefahr so klein wie möglich ist, aber wo die eben auch alle Spielmöglichkeiten am besten sind. Und so dass man sich da wollen mit Produkten auch an zur Mission gehen, die eigentlich up-to-date sind, was gut synthetisch Terrain angehen, die wie gesagt auch einkehr technisch geprägt gouf von also leider auch sur Platz auf den einzelnen Terrain. Mein Frau, die ich eigentlich abgestaltet hat, war genau die Gegenwelt von den Ricky gestaltet hat, war echt, da muss man überhaupt noch auf der Weg für synthetischen Terrain holen. Du hast nur erklärt, die Überlegungen, gesagt, dass da natürlich Vierschlot oder noch Geweh gibt, für dann noch weiter auf synthetisch zu holen. Ich meine, da Qualität vielleicht doch sogar in der Chambre, noch an den Medien als drüber geschwärzt geben, wird auch aber die konsequent Negativseite von einem synthetischen Terrain ist, den Leon Lohai erklärt, wenn sie dafür auch par rapport zum Konsum von Wasser, das Instandstandort oder vom Inhalt, die ganz viel Vorteile, auch sportlich Vorteile natürlich, von Bespielen, Bespielzeit, Belastung, ich meine, ich habe mir auch noch abgedauert von der Nutzdauer am großen Ganzen, egal wie viele Stunden sie da noch spielen, alles das ist bewusst, aber geht auch ein EU auf den Weg, dass ab 31 gut kein synthetisches Terrain mehr sollen zugelost gehen. Natürlich zu meinem Outphasing, dass de Granulär das damit zugelost. De Mikroplastik da soll vun der Evaluation was 2023 rauskommen noch dat net wie die Fischtechniken, die existieren, die so ganz klar, dat doch an die Richtung da geht. Dat den aktuellen Normen noch entspricht. Am Tendenz geht, du siehst so für kein synthetische Terrain mit Tendenz, also am Land nie nach auf synthetische Terrain aus eben den Gründen, die Carolo gesagt hat. Okay, weil dann wird das ganz weit, ne? Ja. Ich werde das nur gucken. Und ich habe mir als Foto eben gerade aufgestellt, an den Überlegungen, die da gemacht wurden, ob du auch
Überlegungen zu Alternative gemacht, die sind mir bloß mal schon auf der anderen Antwort ertäuscht, an den bisschen Nokogebiet und da sind nicht vom Fach, da kriegt ihr ganz viel verschiedene Hybridrasen und dann die unverfüllte Kunst, das sind die Unigranulat, wie du mal gesagt hast, weil sie hat all die Alternativen, die oder geprägt und da war dann dem Moment zu keinem Moment so eine Überlegung an die Richtung für uns Zweck, ob die Wurst kommen. Und dann, der andere schöne Jean-Claude nach 4 Wochen mehr Mut. Du siehst, du weißt, auch die Wurst muss gedüngt gehen. Du musst noch dünner drauf kommen. Und das macht nicht als Verleger, an den, ja. Das ist kein Dünger. Nee, Das ist kein Dünger, Max. nee, ich sag, Ein dass Wiss, wo ich- kein Blum, kein Pilz, ein Eich drauf ist, das ist kein Dünger. Ich meine nicht, dass man Pestiziden Also da Verstehen das, ja. den an der Diskussion, das sind die Polymeren, das sind Mikroplastik, da sind wir d'accord, das heißt, du siehst man das, was Ludo hinkommt, das Ja, das halt ist- nicht an die Kategorie, das an dem Moment, als auch, ich hatte Jean-Claude Führung gemeint, wo denke ich, gefragt, ob Kenntnis hat über Gesundheitsstudien, eben gerade par rapport zu wann auf so synthetischen Terrain spielt. Es finden den noch nicht, du hast wirklich noch nicht ganz viel Studie gemacht, aber können es immer an den ganzen Fragestellungen ab. Das heißt, voilà, das war noch eine von meinen Überlegungen, für das, was ich zu teilen, par rapport zu gesundheitlichen Fragestellungen, die an den nächsten Jahren aber wahrscheinlich, also zu geben viel OPW für die zu machen. Und das heißt, du siehst das von 31 am Europapol, das ist just das man Granulat. Das ist just ein Granulat. Das ist Granulat. Vielleicht Du kann- hatten auch immer Granulat gehabt, dann dort der Level Schreiber rausgegeben, ich meine, 4 von 4, dass man Granulat nicht mehr könnte benutzen, dass dann noch nach dem Gemengelei doch etwas benutzt wird, das ist glaube ich nicht aktuell. Ja, aber wenn das dann aber sowieso nicht mehr benutzt wird, Nee, weil logisch. das die Diskussion dann noch immer nur, dann muss Ja, ja aber noch immer polymieren. Terrain, die nach immer die gemacht wird für 12 oder 14 Jahre, du hast eine Zeit, das man Granulat Ja, wie den Useldinger Terrain, den Lot last Jahr, das ist die ganz Polemik an der Aktualität, den du autorisiert, die in einer Heichwasserzone, das war ja lo, das ganze Richtet auch, wenn nicht nur der Granulat, da bleibt ja aber synthetisch, also du siehst aber Polymeren dran, gell? Das heißt, also ich meine nicht, dass es so Ich kann dir einfach chemische von Dinge nicht zu weisen, verziehen, mir hier im Terrain ist auch komplett in der Wasser. Also ich kenne die sie doch relativ gut, Partei, wenn nicht der Fall ist, dass man komplett in der Wasser ist. An Eisenterra hat nicht gelitten in der Heichwasser. Nee, wirklich Gott sei Dank nicht. Und auch nicht mehr zu knapp ein Drittel, das in der Wasserstunde in Asparto war ein bisschen bombiert, aber nutzt man im normalen aktuellen Zustand noch an den Beginn an, muss ich sagen, dass auch gut Qualität da war. Das hat noch da gelitten. Doch ja, so kontra die Maintenance, also immens wichtig, dass die Fasern, dass das all Monat oder all 6 Wochen muss das da renoviert werden. Und die Fasern, die mussten sich ja dann abrichten noch da. Und das, also Pflicht. Die müssen gekämpft gehen. Gekämpft wird, ja. Wenn ich da vielleicht kann. Das ist auch wichtig für, wenn es für die Shit von die Bäden oder so, Also wir kriegen heute definitiv eine Verbesserung von der Situation. Einfach weil wir den Granulat nicht mehr brauchen. Das ist klar, dass den mehr schädlich ist, wie das, was wir lo werden installieren. Und das ist auch immer eine Frage vom Kostenpunkt. Du kriegst immer das für das Geld, was du doch wert. Also wir sind aber heute auf dem Weg, dass wir eine ganz gute Qualität von synthetischen Terrain geholt haben. Das ist aber auch klar, dass immer, wenn du Mikropartikeln hast, dann ich gebe nur leer, wenn ich gebe so, du gibst keine Mikropartikeln entstehen. Ne? Aber das ist aber sicher 100 Mal mehr, also 100 Mal besser wie das, was wir am Moment tun. Ne? Und das ist immer, ich meine, die Diskussion, wir sind doch eigentlich am Ganzen gucken, ich meine, dann muss man so die Pneu von den Auto hochholen, weil auch da entsteht
ist so auch du hast auch keiner Meier du hast auch keiner Schluss du dann deswegen kann auch die Fließmühlen tun auch du entsteht Mikroplastik ja. Ich meine wir sind aber immer gucken über den diskutiert dann kriegen wir aber wirklich so eng proper Lesung eng technisch gute Lesung für mich nicht eine Verbesserung par rapport zu dem was man holen und wir noch auch nicht schwer zu machen, was die Grasterra geht, für ein bisschen am Gag gesucht. Wie das klar, ich meine, wenn der ein Wies hat, wo Gras hat, mehr gesagt, für den anderen, das ist nicht einfach so, für was die so ausgesehen. Also, dafür. Schon ein bisschen Probleme mit Dingen vergleichen. Ich bin aber. Ich verstehe das. So, ja, ich weiß, das ist ein bisschen provokant. Man darf es nur nicht mehr machen, da sind ich d'accord. Es geht ja um Wissensstand. Ne? Schon eben just noch nur gefragt, par rapport zu einem Wissensstand, ob sich da Gedanken gemacht haben, ob es eine Alternative war oder ob eine Alternative geguckt ist. Aber wie weit die Fußballkultur begleitet ist, weil eigentlich schon die nicht viel Begleitung, wenn es sicher geht, voilà, die sieht mehr am Sujet mit dran. Ist immer ein Problem für eine plastische Terra, wenn du an der Aktualität eben die ganze Polymergeschichte, aber als ein Alltag immer mehr für mich auf jeden Fall besorgen zu reden lassen. Ich meine, das war ein Projekt, den das zusammen mit Fußball und darin ausgeschafft hat, da waren regelmäßig Reunionen. Ich meine, die hat unanim am Komitee umgeholt für die DW zu tun. Wir wollen noch kein Projekt einem oktroyieren, den sie, wenn der Komitee sich gewährt hat, die dort Solution, dann hätte mir das dort nicht gemacht. Ich meine, so nicht unanim umgeholt. Ich habe von Anfang an begleitet, ich meine, die Smart Girl an die Reunion, die Chantier noch. Da wir noch nicht das nah verlieren, die Büro die Tüte, das sind nicht die nächste Projekt, den die machen. Das ist auch sicher nicht die letzten. Ich meine, da gibt es schon Normen, die haben sie die Normen, die Fischtechniken, die mit dem Abtrieb von Materialien drauf kommen. Also wir müssen den letzten Normen auch entsprechen. Und noch die Gilles, die das noch anbieten, das sind noch nicht viele Mann, die kannst du in der Hand zählen. Die werden auch Materialien beholen, ja, wirklich konform. Also, da manchmal die manche Gedanken momentan. Geht das nicht zu sagen? Also von meiner Seite, also das Verbot, weil das jetzt gespart wird, das bezieht sich primär wirklich auf das Granulat als Verfüllung. Es gibt ja zwei Formen von Terran, es gibt ein, wo eine Faser ist und dann geht den verfüllt, das heißt innen ein innersten Viertel oder Drittel, da gibt mittlerweile auch kein Kunststoff mehr geholt, sondern gibt Naturmaterialien geholt, Koch oder Kokosfaser. So, das erst dazu für die Grashalme zu stützen, dass sie quasi nicht leihen, sondern dass sie richtig stehen, plus minus, ja, dass die Fasergehale geht an das, was die EU beschlossen hat, bezieht sich primär darauf, weil das geht natürlich immer entfernt. Kanner oder Personen, die darüber laufen, bleibt er bis an den Schonk hängen, an den Kleider, und dann ziehen sie es matt, dann gehen sie duschen, dann gehen sie sich waschen und dann ist das Ganze an dem Kreislauf, dann verdient sich das. Und das war die primäre Konklusion, dass das auf alle Fälle mal verboten gibt, bis 31. An die Fournisseuren, die haben sich schon eine Löschung umgestellt, weil sie schon gesehen haben, dass das keine gute Politik ist, so weiter zu verführen, und sie haben auch die Naturphase umgestellt. Aber die Entwicklung geht aber auch weiter, dass sie probieren, auch die Fasern, also wir haben als LO für einen unverfüllten Terra dezidiert, das heißt, wir haben kein so ein Samt- oder Kokosgranulat oder Kochgranulat, sondern das ist einfach Richtfaser. Du nimmst halme unverfüllten Kunstrasen, so nennt sich der Begriff. Und die geht schon weiter geguckt, dass da auch die Fasern quasi aus Material dann hergestellt sind, denn so Manner wie möglich aus polymeren Fasern oder aus PFAS, da das ja auch gerade im Moment ganz groß diskutiert, dass die nicht so beinhaltet sind. Und da geht es doch. Es gibt auch ein, zwei Produkteuren, die machen, die haben so Produieren. Und wir müssen natürlich gucken, Problem, den wir haben bei der einer ausschreiben, wir können kein Produkt ausschreiben. Wir können nicht schreiben,
Wir hätten gern, ich hole einfach ein ganz blöd Beispiel, ein Porsche. Wir müssen schreiben, wie gesagt, der Porsche aus. Also der muss so Pneuen haben, der muss dann so eine Karosserie haben, muss da tun, also etwas, ja? Ja, das geht für ihn weiß, das ist ein Porsche, aber ich darf nicht Porsche durchschreiben. Das ist die Problematik bei einer Ausschreibung, bei einer Submission. Also wir müssen gucken, dass wir das, was wir da Produkt, den Tapi, den wir da ausschreiben, dass den so gut beschrieben wird, dass sie genau wissen, wir hätten ganz gerne den am meisten polluiert hast, wann überhaupt, es geht, wie gesagt, auch schon ein 2 Produkte Pfund, du geht es, also sie garantieren durch unabhängig Laboren, dass sie nicht fast an kein Mikroplastik mehr an den Fasern hun. Und das sind wir will es dann an die Richtung zu gehen auszuschreiben. Ja, für dem auch zu entsprechen, so gut wie es geht. Aber wie schon gesagt, auch ein Rasenterra, da geht den schon massiv mit Produkten drin, dass den so ausgesät, wie ihn ausgesät ist. Also nicht einfach nicht mehr netzen. Den Terra, den wir lochen, geht einfach nicht mehr genäht und da wurden aber auch die entsprechenden Blumen. Ja, drauf. Das ist auch nicht so, wie es soll eigentlich sein. Nee, also für uns wäre es eine Erklärung, weil es wichtig war, dass das einfach, weil ja, sieht man, einen ganz großen Aspekt ist wirklich Trinkwasser. Also für ein Arrosage müsst ihr berücksichtigen, gibt Trinkwasser verbraucht, den normalerweise 400 bis 500 Personen an einem durchschnittlichen Tag verbrauchen. So, an 400 bis 500 Wasser für 400 bis 500 Personen für eng Arrosage und da täglich, dann waren wir ganz spitzen, wo es richtig warm ist, das ist schon nicht gerade wenig. Zum Holz waren dann gesund, die Leute gesund, wenn schläft, netzt ihre Garten nicht, wäscht nicht ihre Auto oder guckt, dass ihr so wenig Trinkwasser wie möglich verbraucht. Gut. Ja, Karin. Gut, weiter vorhin. Gut, da gibt man diesen Projekt Remplacement vom synthetischen Terrain 2 vom Fußball zum Wort bringen. Wen hast du mal da verstanden? Das ist unangenehm. Merci. ja, schon was war bei mir. Wir vertrauen nicht, Kannst du dass- gut im dass Gewürze es kannst Griff du hast, gut dass im es Gewürze Griff kannst du hast, das so matt dass stimmen. es, Kannst du mal das leben. Gut, da geht man auf den nächsten Punkt vom Ordre du Jour überkommen, das ist die Approbation von diversen Konventionen. Und da haben wir am Subpunkt 1 und 2, die gebe ich gerne zusammen exposieren. Das Subpunkt 6.1 als Konvention 2026, was als Gestion vom Jugendhaus angeht, die aktuell vom Circh geriert ist. Und am Punkt 6.2 haben wir die Resiliation d'un commun accord von derselben Konvention, da erklären ich noch gleich Service pour Jeunes. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten an der Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember haben wir eine Decision geholt, eine Decision de Prinzip, was den Übergang von der Gestion von einem Jugendhaus angeht, von der Circh ASBL und Nordstadtjugend, Noju ASBL. Und seitdem hat mir als Chefverrot diverse Échangen, sowohl mit der Circh ASBL, Échangen aber auch mit dem SNG, an Circh ASBL also Kontakt auch mit der Nordstadtjugend für den Übergang zu planen. Nun ist mit den Vertreter vom Komitee von der Circh ASBL darauf geeinigt, dass die Konvention für 2026 für das ganze Jahr laufen gelassen wird. Das ist der Punkt 1, das ist die Konvention. An den offiziellen Übergang auf die Nordstadtjugend, dass man die ab dem 1.1.2027 vorgesehen. Da war alles wichtig, und das war auch eine Demande von der Nordstadtjugend, dass in da einen geregelten Übergang wird, sowohl für die Jugendlichen mit der Rentrée scolaire von 2026-2027, aber natürlich auch ein Übergang für Personal von dem Circh, was auch weiterhin soll do schaffen bleiben.
Und dafür haben wir sich gefreut, dass die Nordstadtjugend schon Ende von diesem Jahr schon mal soll impliziert gehen an die Gestion auch von unserem Jugendhaus und dass auch ein Vertreter von unserem Jugendhaus dann auch schon so an das Komitee von der Nordstadtjugend auch schon Ende vom Jahr gehen, für dass wir den Übergang auf den neuen Gestionär so gut wie möglich hinkriegen. Dafür haben wir für das zu aktivieren die Resiliation der Common Accord geschrieben, für das am Anfang auch alle Seiten do eine gewisse Planungssicherheit tun, dass wir auch der Nordstadtjugend können noch eine Indikation gehen, dass effektiv dann nach dem 1. 2027 sie dann do der Gestionär können gehen, und dass wir auch einen properen Aufschluss haben, den nicht so abrupt ist, auch von der Sirch ASBL, Delo während ganz lange Jahren die Gestion von dem Jugendhaus zuerst nach assuriert tun, und das am Benevolat, will ich nachher sagen, dass alle guten denen, die da impliziert waren, heisch unzurechnen, und auch ein großes Merci einerseits für all die Jahre, die da Engagement waren, was wir dann nach dieses Jahr auch weitergehen, wir haben aber heute ein Vue auf nächstes Jahr, weil dann den ganzen ein bisschen Zeit geht für den Übergang dort zu präparieren, mit den 2 Konventionen, die wir eben dann noch nach im Gemeinderat zum Wort stellen. Voilà. Wir wollen immer noch kurz auch Merci sagen, das war, wenn ich mich mehr lehre, 25 Jahre, wo sie die Benevolat-Arbeit gemacht haben. Aber wie gesagt, wir gesehen als nur Ende vom Monat mit der Nordstadtjugend für die Eschkehr, und wir schaffen da weiterhin mit ihnen zusammen bis Ende vom Jahr, dass sie einfach properen, andere positiven einfache Leben machen ab dem 1. Januar 2027. Und im Fall müsste alles gesagt. Merci. Ja, von unserer Seite natürlich auch. Wir hatten schon mal dezidiert, auf den Weg zu gehen mit der Nordstadtjugend zum Initiativverein. Nachher betont für natürlich auch Merci zu sagen, dass die Arbeitgeber gelegt ist. Und da muss ich mit der Zeit gehen, für den Service weiter können ordentlich natürlich an der Responsabilität umzubieten. Und dafür sind wir wirklich froh, dass das dann noch garantiert wird. Mit der Weiterarbeit auch nach mit Leuten engagiert sind. Très bien. Sonst kein Vorsehen, dann gebe ich die Konvention Tripartite für 2026 zum Wort bringen, wie hast du auch verstanden? Das unangenehm. Und als zweites die Resiliation d'un commun accord von derselben Konvention, die wir dann als Gemeinde auch mit dem Sirch ASBL unterschreiben. Wie hast du auch verstanden? Das ist auch unangenehm. Den dritte Subpunkt von Punkt 6 ist eine Konvention für die Attribution von einem Terrain an den Ort der Gerd. Ihr wisst, pour Mémoire, dass wir 10 Terrain hatten als Gemeinde, die wir via bei Amphitheotik an einer Selektion und verschiedenen Bürger von erster nach attribuiert haben. Wir sind relativ sehr eng Terrain, Hummer und den Mann oder und Frau kriegt. Das heißt also den 10. Terrain, und da hat man dafür ein bisschen gedauert, ein paar Schwierigkeiten. Wir haben insgesamt 12 Leute an der Liste angeschrieben, für den letzten Terrain zu attribuieren. 3 waren da interessiert, 2 haben aber aufgesucht, von den anderen kriegt man kein Feedback. Wir waren da an der Auswertung schon auf der Platz 20, natürlich am Anfang waren es 10 Stück, die sollte kriegen. Wir waren schon auf der Platz 20 von 29 und haben dann aber noch hier, und das ist für die Konvention, ein Koppelfond, die auch den Terrain auch will holen. Wir schwätzen hier von einem Terrain von 3,69,8, den wir eben via bei Amphitheotik für 99 Jahre attribuieren. Das für eine Redevance annuell von 200 € den Jahr, mit einem Engagement, dass die konzerniert dann noch 10 Jahre an dem Haus zu bauen sollen bleiben. Die Konvention, die wir noch heute stimmen, das ist die erste Etappe. Die zweite Etappe ist ein Akt notarié, den innerhalb von 12 Monaten muss auch gemacht gehen, an dem wir dann auch nach ein Kehr an der Gemeinderat kriegen. Das heißt, können wir kommen nach ein Kehr zurück, auch mit dann dem letzten Akt notarié an der Gemeinderat.
an der Titan als dann den 10. Kontrakt, den wir machen. Voilà. Keine Drohen, Remarken dazu? Ich mal bei noch der Gerd sinn wie got geschwert gefrot wie kämen Banken wie Drecksköchten, weil mittlerweile treffen schon oft Junker do die du bist die feier und trinken erste und dann sind kein Drecksköchten oder Sachen wurde und dann von der war mein Spielplatz die Wäschkolle gouf was du eng an Ersatzerplanung oder für Bini was dat Ja. Also für Hannen umzufangen bei der Spielplatz also so dass mir entretemps um Niveau vom Schafferbrot 3 Offeren hatten und dass mir dafür ein Offer tun und also die nächste Etappe ist, dass man weil man auch bei einem gewissen Montant leihen dass man die Offer do werden ausschicken für zu gucken noch Subsidien darüber zu kriegen und dass man dann am Laufe von diesem Jahr effektiv die Spielplatz do können realisieren. Banken an Pubellen gehen, da das selbst normalen für das effektiv do genug Banken respektiv auch Pubellen an dem Quartier durch sind. Also weil dort Spielplatz gebaut wird, das hat für mich eine Evidenz, dass du rundherum kommen, mit das wir nicht nehmen rund um Spielplatz, das wir an dem ganzen Quartier, wo auch Pubellen sollen hinkommen. Ja. Ungefähr wo kann Spielplatz hin doch der Geld von gucken kommt zur echter Richtung Richtung See aber hannen wieder den Hang wo auch geplant ist für nächst so eine Rutschbahn so am Hang zu machen so irgendwie doch schon umsägt ja die am dritten Deal oder am letzten Deal von der Geld ja das mir so an der Mitte aber mit jetzt Problem war bis die Deleen die man an der Konvention dran hatten die machen müssen alle der Tisch irgendwo gefrot dann hat den sich nicht gemeldet dann müsste aber nicht müssen so lange werden und spiel dann immer ein bisschen Druck bei der Verwaltung telefonierst du durch und dann guckt dass der Antwort ist weil so kriegen wir die letzten Terra das soll sich für die nächste Kirche verhandeln Gut. Und das kein Vorgehen zu dieser Konvention, dann gebe ich Konvention für die Biophiatik zu Wort bringen, wie das du mal auch verstanden, das auch übernehmen. Merci. Dann kommen wir mal auf den Punkt 6.4, das sind Kontrakte Bayern am Kader von unserem Shoppingprojekt. Und das sind nur die ersten 7 Kontrakte mit Proprietären, wo man am Anfang den Dossier schon komplett zurückholen. Es sind noch weitere Kontrakte, die man in der nächsten Gemeinderat dann werden bringen. Und da haben wir als erster Kontrakt einen Kontrakt, der geht von dem 1.3.26 bis den 21.2.21. Wir sprechen von einer Geschäftsfläche von 250 Meter Carré mit Sanitär, mit Lara, wo wir dann als Gemeinde Loyer von 3.000 € in einer ersten Phase, 5.000 € in einer zweiten Phase bezahlen. Dazu eine Explikation, weil die nächsten die werden weiter so kommen. Wir haben am Anfang mit den Proprietären einen Akkord fand, dass wir in einer ersten Phase mehr geringe Loyer als Gemeinde bezahlen, weil wir in dem Moment zu fassen als Probabverlöhnen. Für eine zweite Phase, wo die Idee ist, sie aber über ein Shoppingprojekt zu verlohnen, dann auf den Loyer über zu gehen, wird dann den Marktpreis, den wir mit allen Einzelproprietären verhandelt haben. Voilà. Ich bin nicht froh zu diesem ersten Kontrakt. Ja. Generell kannst du aber vielleicht all durchkommen. Wir müssen es alle einzeln stimmen, weil sie einzelne Kontrakte dafür wollte schon bei allen Kontrakten auch stimmen lassen. Ne? Gut, dann, wir können also, wenn ich meine, oder mehr. Du kannst zu dem Kontrakt direkt absurden, ja. Fängt man mit dem Kontrakt als ich mal einzeln hin als der Kontrakt schon mal separat geguckt, war davon aufgesehen, ich meine, die Erklärung gut, man schon denken, dass natürlich alle Proprietär einer Konditionen gekriegt hat, und das kann ich auch verstehen durch zu fassen, die jetzt sind.
vielleicht direkt mit denen irgendwie konkret von die ein Kontrakt da steht wer TWR dran, bei anderen Kontrakten steht wer kein TWR bei den engen das zuzüglich bei den anderen nicht, weil das du denn Das wird mit der Qualität von einem Co-Kontraktant zu dienen. okay, d'accord. Der Tisch da den tun wir das steht der Woche eine Person Physik bei denen schon wie der Tisch das das so sich da belangt immer dieselbe Kommission. Das macht alle einzelnen proprietär verhandelt. Dann haben wir bei Artikeln bei verschiedenen weitere Paragraph, das sich automatisch verlängert, das eben vor Hummer wie aus der Reproduktion aus der wird Einzel verhandelt gehen, als man nämlich beim Artikel 3 bis Paragraph 2 bei verschiedenen schon Paragraph 3 was doch Einzel verhandelt gehen. Also wir sind ganz klar mit einem Basismodell und Mietvertrag an die Diskussionen mit den Proprietären herangegangen. Und es aber keine Diskussionen verschlossen, weil wir können nicht als Gemeinde unilateral Konditionen an einem Kontrakt imposieren. Und dafür haben wir effektiv individuell mit allen Proprietären diskutiert an die Kontrakte, die noch hier liegen. Das ist das Resultat von all individuellem Kontakt mit den einzelnen Proprietären. Okay. Du zum Beispiel auch bei einem Proprietär, das ist da wahrscheinlich genau die erklären, wie bei einem Proprietär zum Beispiel gibt es keine Differenz zum Pop-up-Loyer wie du noch. Steht einfach ein Loyer dran in derselben als ab März. Bei den anderen also Männer, also mir kleine Loyer, Pop-up-Loyer entre guillemets, und du noch in anderen. Ich da das auch da wahrscheinlich ein. Man musste nach ein Kehr zurück an den Kontrakt gucken, weil wenn du ganz genau den Kontrakt liest, dann erkennst du, dass du sich an dem Kontrakt eine echt mietfreie Periode hast, was dann am Punkt dependent ist zu dem, das heißt, du kannst so eine Echtphase von 0 € sehen und gibt nur eine Phase, wo ein anderer Loyer bezahlt wird. Das ist vom Prinzip dieselbe Approche. Wir haben einen ersten Teil, wo wir einen Akkord haben, und dann haben wir noch einen zweiten Teil, wo effektiv dann auf den für als Marschespreis bezahlt wird. Ja, da sind wir bei den Kontrakten so, dass der Mieter, der Dichter danach steht an der Luftform, wir betreiben Luft und Outlet viel erst danach. So hat man alle die anderen Kontrakte, die wir geschrieben als Gemeinde, da haben wir das gemacht, und haben wir Stunden okay als Société anonyme Shopping en Formation, weil das nicht du schon kritisiert, weil es eine Information war. Da steht Gemengecht und da steht auch das Gemengecht nach Outlet will schon betreiben. Kannst du vielleicht eine Erklärung dazu geben, was man so als Essen hatte, weil du gut eine Erklärung für das Société Information war. Los ist es nicht. Und noch für was man beschreiben, lo schon betreibt das Outlet viel echter nach, weil das ja faktisch falsch ist. Ja, also wir können ja auch mal gut Propose von Herrn Bannen umholen, sodass auch verschiedenes mal kann auch mal dann Kontrakte nachlesen. Wir sind effektiv noch immer in der Situation, dass wir keine Betreiberfirma kreiert haben. Allerdings schaffen wir ganz aktiv unter Konkretisation und auch einer Ouverture von dem Shoppingprojekt an dafür so wir auch was man will so ich meine es geht doch drin Zeit Proprietäre noch klar zu so ein Kader das meist gefunden an du geht da drin für Transparenz sind und wir haben die Proprietären halt klar gesagt dass man hier so fast kommerziellen willen unlöhnen en vue von einem Start von dem Outlet-Projekt und du also viel gesehen dass mir effektiv an ein Outlet will erst danach übergehen und dafür also schon wichtig dass das an dem am Präambel von den Kontrakten auch dran steht. Ja. Du kannst mal so, der Mieter wird das Outlet will erst danach betreiben, wäre besser gewesen, schön Dank so matt. Heute steht so am Kontrakt und das auch so von den Proprietären angeholt gehen. Die wichtige Message war den, dass wir effektiv vis-à-vis von den Proprietären ganz klar vehikulieren, dass wir an der Optik sehen, für dieses Pop-up-Projekt zu machen und aus dem Pop-up-Projekt rüber wollen an ein Outlet-Projekt gehen, respektiv, dass wir hier zur Fass wollen eine Outlet-Markt zur Verfügung stellen. Das war für uns wichtig, dass wir da auch den Proprietären des Projekts erklären und all die Explikationen geben, die auch gefragt sind. D'accord. Wir haben an den Kontrakt stehen, du verbesserst mich schon, du vielleicht bei den Mengen der anderen dann soll da nicht sehen. In der Regel, dass man bis zum 1. Juni 2027 Möglichkeit tun, für zu soluieren von den Pop-up-Storen.
an dat dawer do no dat net mir as der Techt eigentlich und dat jo auch bisschen stimmt die werden nehmen der Periode wo man Popperloyer bezöllen an Donno den volle Loyer, dat dann enke 15 Maint près der dehnt an dann eng Maint den anderen. Dat Tisch bei denen eng Main Fall bei Popppen mengen ich do werte man Popper befannen. dat ich für die 2 Perioden vun eng Main, wo der auch net gestattet, dass laut dem Kontrakt den man gemacht hun fir een Pop-up dann zu hunn, Wa man da eng Outlet machen, dat ze mé allein op den Loien oder ist richtig zu verstehen. Ja, mit den Vertrag den hinner da ist net so lang wie man willen auch Pop-up können an den Kontrakt dran zu hun. Da doch ganz klar weggelehrt gehen, das als Ziel effektiv bis zum 1. Juni 2027 das als Ziel effektiv für bis den 1. Juni 27 zu fassen, mat Outletten zu besetzen. Treitner selber Kontrakt de Location, die bis Februar 2021 geht. Und das ist ein Engagement, das mir auch vis-à-vis von den Proprietären wollten holen, für die Proprietären auch eine Perspektive zu gehen, für ihnen auch Kontrakte proposieren, die Mail angeht, die eng Main, die man letztes Jahr unterschrieben haben. War mir iwwer den Datum von Juni 2027 nach nicht am Sinn für ein Outletgeschäft an der dote Surface dran zu holen, dann drohe mir an das richtig das Risiko davon, dass man dann schon ein hege Loyer bezahlen an potenziell nach kein anderes Geschäft dran. Das ist das Risiko, das mir politisch dezidiert tun auch anzugehen, weil es darum geht, für Mathe-Proprietären zu summen, ein Firmenmodell zu schaffen, für genug Surface kommerziellen zu holen, für den Outlet-Projekt auch können zu starten. D'accord, mais das ist auch ab dem 1. Juni 2027 auch nicht mehr erlaubt, für Pop-up dran zu, wenn man dann kein Outlet macht. Nee, das stimmt nicht. Bon. Wenn ich den richtigen Artikel 2 gesehen von der Benutzung der Mieteinheit, bis zum 1. Juni ist es dem Mieter zusätzlich gestattet, das Mietobjekt oder einzelne Teile des Mietobjektes zum Zwecke der Installation von Powerstores unter zu vermieten. Ja, bis du in der Recht unter zu vermieten und Powerpen. Nee, da garantieren mir dem Proprietär, dass wir nicht bis dahin mir ein hege Loyer antreiben. Das heißt, wir kriegen diese Powerp-Loyer bezahlt von dir Proprietär, dann engagieren wir als Lokatär auch keine Zulokation zu machen, mit der wir Boni machen ob Kosten von den Proprietären. Das heißt, es geht darum, Fairplay zu sehen vis-à-vis von den Proprietären, an ihnen zu sagen, wenn wir Pop-up-Loyer von dir Proprietär kriegen, dann werden wir auch uns engagieren, für ein Pop-up-Loyer zu fahren, auch für nicht einen Marschespreis Loyer an und zu fahren. Es geht darum, klar Engagement zu holen, dass wir als Gemeinde auch nicht mehr frohen, wie das wir als Pop-up-Loyer selber bezahlen. Also an der Reihe mit dem Korollär davon aus, dass man an einem Paragraph so es geht verloren für den Outlet, an einem anderen so bis du hin dürfen wir da Pop-up. Das Korollär davon, dass man ab dem Datum just am Kader vom Outlet verloren. Das ist just, das sind drei verschiedene Zöse schon mit der Interpretation. Das ist keine Interpretation. Als Korollär, aber das ist aber nicht das, was an dem Kontrakt dran steht. Bon, da muss man den effektiv nicht erklären, aber bonsoir. Du brauchst ja nicht mal zu stimmen. Nee, das werden wir wahrscheinlich bei dem Punkt doch nicht merken. Wir haben geguckt, dass man an dem ganzen eigentlich, wenn man die 7 Kontrakte für Matchstimmen über die ganze Periode engagieren wir als zu einem Monat von à peu près 400.000 € gibt das Sinn, als das richtig ist, dann für Kalkulation, die als Gemeinde gemacht wird. Also wie das wir schon mehr Kontrakte gemacht haben, kann ich da nicht sagen, zu wie viel das wir als Hai engagieren. Wir haben die Zöllen an dem Budget 26 aufgestimmt und wir haben am Budget 26 eine Estimation gemacht, wie viel Kosten das ob uns durchkommen für das Gesamtprojekt 2026. Ich habe die Zölle effektiv nicht direkt nur geguckt, wir leihen aber an dem Parage, so wie man das effektiv auch viel gesehen hätten. Wir haben zum Teil nach meinem Pop-up Loyer 4 gesehen gehabt und zum Teil auch schon Marschespreis Loyer. Mir das muss ich nur gucken, das tun ich nicht explizit am Kopf. Okay. Das ist so, bon. Voilà. Das ist ein Fall Summe, wir sind bei denen
plus minus 400.000 viel auch immer. Ich meine, das ist die Erklärung für werden auch die 7 Kontrakte nicht werte Match stimmt. Ich meine, baut so nicht drüber gehen, wie durch die Giese eventuell drüber gehen. Ob das neue Element am Outlet-Dossier, was man einfach fanden, wo man das umso mehr irresponsabel von für Kontrakte zu stimmen. Der Fakt, dass ein Büro da ist verlust wird, als gesagt, gibt nicht mehr weiter auf diesem Projekt weiter schaffen. Ich meine, wir haben am Januar gesagt, wenn man den Kontrakt vom Outlet gestimmt besucht, heute auf diesem Tisch, dass die Resultate, die wir hatten, dass die Resultate, die er soll bringen, dass man eigentlich nie Resultate angeführt haben, dass man Risiken gehabt hätten, die allkehr schüßt auf der Seite von der Gemeinde waren, dass man an einer Situation sind, wo man allkehr bezahlt, wo man keine Resultate gefunden, wo man nicht wusste, wo man da sind. Heute sind wir dann in einer Situation, wo man eigentlich am Anfang am Montag steht, wir wissen, dass die Risiken, von denen wir allkehrs gewarnt seit Jahren eigentlich alle Guten angetragen sind. Ich meine, in einer Wolle, die wir allkehrs gesagt haben, dass man Marché Public nicht gemerkt und das auch konfirmiert, dass die nie gemerkt sind, obwohl sie müssen gemerkt haben, dass man so generell gefühlt und dass man seit Jahren eine Möglichkeit an dem Dossier wären und dass man, wie gesagt, keine nachvollziehbare Resultate und ich meine, das tun wir definitiv nicht, das wissen wir alle gut und dass wir keine Resultate aktuell haben. Also gehen wir hin und als Konklusion gefunden und ich fand das eben eigentlich umso mehr ein bisschen schockant, wenn man gesagt hat, voilà, wir sitzen für einen Dach aber größere Probleme an dem Dossier und das echt, was wir weiter machen, also das Nike zu engagieren für so viele Hunderttausende Euro, wo man aber eigentlich für dem, wenn man für die Vergleich zu gehen hatten, den Hütz für die immer gewarnt, wo kann kein drauf haben, du bleibt kann aber man dran. Minimum für gewarnt, du siehst wir du, gehen wir aber hin, und wir genau dasselbe, dann beginnen Kontrakte an über eine lange Laufzeit, wo man eigentlich als Kondition stellen, wo von den Fakten, die man kriegt, man weit weg sind, etwas wahrscheinlich definitiv das ist ja noch bis dahin schwer zu realisieren, wo man einfach froh, voilà, wie man können den Argo dafür wird man auch definitiv nicht just in der Matchstimme mehr auch nachher für wahrscheinlich die 12. Kehr oder 15. Kehr appellieren und Responsabilität einfach, dass man einfach muss gucken für voilà, als vielleicht ein Konzept auszudenken, was Stoß hat. Merci, wir haben heute Morgen du Jour Kontrakte, die von den Grundsteiner sind für Errichtung von einer Ouvertüre von einem Outlet zu kommen. Wir schaffen weiterhin als Schafferot und das machen wir mit hoffentlich der größtmöglichen Unterstützung und der möglichen Realisation von dem Shoppingprojekt. Dafür ist an den letzten Jahren viel gemacht worden. Dafür haben wir an den letzten Jahren auch weiterhin ganz viel Zeit und Energie dran investiert. Wir hatten eine Arbeitssitzung gemacht, wo wir eher schon von den Ist-Zustand mit allen guten Surfassen, mit auch alle guten Elemente durchgestaltet haben. Und das zweite ist ein Element von dem Ganzen. Und wir sind im Moment an einer Situation, wo wir nicht gebremst sind an unserem Elan, für auch das Projekt weiterhin umzugehen. Aber wenn ihr ein Alternativprojekt habt oder hat, dann hätten auch vielleicht schon könnten an den letzten 7, 8 Jahren präsentieren. Mais je prends acte, dass hier an dem Gemeinderat zu absolut keinem Anblick ein Alternativprojekt proposiert wird. Ich sage als Bürgermeister ganz deutlich, dass es uns so gelegen ist, für die Geschäftsstadt Irstanach zu erhalten und dass wir heute zusammen und einem Strang sollte schaffen, für zu gucken, dass wir die Geschäfte, die idle stehen, auch nicht besagt kriegen. Wir haben heute 7 Kontrakte, die wir mit Proprietären angehen, die wir probieren auf höhere Mesure sowohl über Pop-up wie auch über das Outlet-Projekt zu besetzen. Das bleibt weiterhin als Ziel. Aber wenn du andere Proposungen durchsehen, wie wir noch x Leerstellen gefüllt kriegen, da sind wir ganz ohr. Die Proposen, die waren aber bis jetzt an den letzten 10 Jahren nicht da. Und da muss der so, ob das Geschäftsstelle jetzt noch wird abgehen, wenn da kein Propos wird machen, oder just wird so, was nicht gut ist. Wir bleiben auf alle Fälle nicht stehen.
an mat den Kontrakter, die man stimmen, setzen wir weiteren Schritt in Richtung von enger mécher Realisation. Ja, und ich ganz kurz ein Ich gebe trotzdem aber froh in der Schule Christoph lang Schwarze gelos Mühlen oder die Jochai vom Gemengerot. Wir haben letzte Woche ich will nicht so ein. Wir haben die letzte Montag eine Arbeitssitzung gemacht, wo der all Latitude hat, für einen weiteren Punkt auf den Ordre du Jour zu setzen, wenn das gewollt hat. Die hat das nicht gemacht, die hat doch keine Frauen geschickt. Die könnt nicht auf einen Punkt vom Ordre du Jour, wo wir punktuell Kontrakte zur Aufstimmung bringen, ein Debat public entier über ein Outlet-Projekt machen. Wenn das gerne hat, dann hätte ich gerne, dass en bonne due Form einen Punkt auf den Ordre du Jour setzen lässt und das dann über den Dote macht. Ich habe nicht unterbrochen, wie wenn selbst anders will, so wie über die Kontrakte zu schwätzen, dann werde ich die Diskussion aufbrechen und nicht weitermachen, weil das Dote geht nicht. Dann muss der Punkt auf den Ordre du Jour setzen, wo der gerne einen großen Debat darüber feiert. Carol, Ich will reagieren auf deinen Reproche, dass bei aller Verständnis und der Kritik, wie du viel gesagt hast, dass die Opposition nicht einen Plan B bringt. Wir haben all die Jahre immer nur gefragt, einen Plan B, und wir haben immer gesagt, wir sind froh, dass wir einen Plan A haben. Das nicht ganz oft gefragt, gegen wenige Bremse gezogen, und just für darüber zu reagieren, dass der die ganze Zeit gesagt hast, wenn dir eine Lesung hat, da bringt es. Ganz natürlich haben wir keine Lesung. Aber wir wollen Heimat erklären, für was wir in Zukunft alles, was noch zu dienen hat, für kontraktuellen Worten, dass man die nicht mehr werden abstimmen. Und das für uns zu erklären, für was man das nicht mehr machen. Weil nicht für Phase zu machen, sondern für das zu erklären, für das ihr wisst, dass für uns haben wir schon ganz lange nicht unter ein Projekt gelebt und das will nicht heißen, dass es ein Staat abgeht, aber dass ein Konzept, von dem wir nie überzeugt waren, was für uns heute logisch wird. Und dafür ich würde proposieren, dass wir beim Thema bleiben. Bei Thema Outlet. Den Dingen hier Ja, Shopping. komm, wir bleiben beim Punkt. Wir können nicht, nee, Beim Punkt im Ordre du Jour. Wenn das, wie Carol gesagt hat, wenn der eine Diskussion wollt über das Projekt Outlet, dann kriegt sie, fragt sie en bonne de Form an, und dann ist er dann dabei. Also das ist normalerweise einfach noch immer so, dass von einem Punkt, wo Ordre du Jour steht, wo es sogar am Titel über Shopping Outlet geht, wo es dann Kontrakte geht, wo man um 100.000 Euro engagiert, wo es immer um dasselbe Projekt geht, wo man heute alle nicht wissen, dass das Projekt so wächst wie eine Nichtung. Und dann dürfen wir nicht darüber diskutieren. Aber wir gehen aber gleichzeitig gefragt, für die Kontrakte zu stimmen. Pardon, es steht einfach Shopping Outlet und es steht auch Outlet an denen Kontrakte. Die Kontrakte sind für das Projekt da. Und ich fand nicht einfach da auch ein bisschen mit dem Herbeigezogen, für den Punkt auf den Jour setzen, wenn der Punkt im Ordre du Jour aber steht. Wir gehen nicht weiter an das ganze Konzept, dann dafür werden wir heute kein Konzept B proposieren, aber wir sind einfach der Meinung, dass heute um 20. April noch die Informationen, die wir alle gut in der Schule hinzugehen und dann auf der Basis nachdenken wollen, ohne eine fundiert, lang und ausdrücklich Diskussion darüber, über die eventuelle neue Reorientierung vom Konzept hinzugehen und als nachdenken zu liieren mit Kontrakten, weil genau da wird das gefordert, wo wir sind, wenn wir immer Kontrakte eingegangen sind mit Firmen, ohne Resultate zu freuen, ohne irgendwelche Risiken aufzudecken, wo wir Fedro gesagt, viel Fehler gemacht, dass man kein Marché publik gemacht etc. Und heute dürfen wir dann nicht über den Outlet schätzen, aber so aber gleichzeitig Kontrakte darüber freuen. Also ich fand das aber ein bisschen bizarr, wenn die Kontrakte gleichzeitig mal durch. Wir haben Kontakt, da froh man nächstes Jahr Punkt. Das war keine Übungssitzung wie zu haben. Für mich informiert zu gehen, da können wir... Du siehst auch, du hast 12 oder 15 Mal hast du deine Kritiken ausgebrochen. Es gibt noch keine, die hat noch keine Lesung für das zu sagen. Das ist doch in der Opposition für eine Lesung auszuschaffen. Wir sind ganz wir schaffen heute zusammen, wir sind heute eine Gemenge Rot, wir sind heute für viel durch die Nacht vertreten, obwohl wir die Frau, ja, dann ist der Kickfrede Gewerkschaften, also komm. Also macht es schon kommt, meine Schwarz, also du sind mal hinkommen. Den Ricardo ist gut. Ich wollte zu den Kontrakten Punkt zum Schluss so einen Job passt ja wahrscheinlich gut an Diskussion haben. Pur Kontrakte, also nicht alle gut, du hast gesagt, wir geben die nächste Gemeinde oder die nächste Gemeinde zusätzliche Kontrakte kreieren, wo wir die Proprietären eine Perspektive geben,
wie Matthias Verfassung weitergeht. Da steht effektiv am Zweiteiler, wo man einerseits Pop-up-Store nun und auf der anderen Seite, also wenn man bis du hin und dann an der Mitte von mir 27 ein Outlet-Projekt haben, dann muss man eine andere Nutzung oder auf jeden Fall eine andere Marke oder nicht mehr ein Pop-up-Store, mehr eine Marke, die dann zum Outlet-Projekt beisetzen. Ich denke, dass das schafft Vertrauen und das schafft eine gewisse Perspektive, wie die Proprietären, die sich seit Jahren aber trotzdem vorstellen, gibt es ihnen eine gewisse Perspektive, wie sie an dem Projekt mitschaffen können. Das ist natürlich mehr einfach ein Outlet-Projekt an einer eitler Wiss zu planen, wo man nicht mit Proprietären muss schaffen, oder wahrscheinlich mit Engel muss schaffen, aber man dann quasi an einer Insel etwas können aufbauen. Hier ist natürlich ein ganz komplex Material, wo man dann mit Proprietären also wie mitgehen, dass alle Proprietär individuell so gepackt gehen von mir richtig. Weil ich kann verschiedene Proprietären auch, es wären natürlich ganz individuelle Gespräche, die du feiern. Und für uns ist es wichtig, dass man eine Perspektive einfach leben. Und das ist da vom Shopping-Projekt. Wir hatten auch heute noch an einer Arbeitssitzung rundherum das Shopping-Projekt vom Soft Opening geschwärzt. Das ist eine Perspektive für nächstes Jahr. Und da sollte man auch drauf schaffen. Aber bis dahin haben wir den Pop-Up-Store und das muss man auch begrüßen. Ich meine, die Kollegen von der Gängerfraktion auch gemerkt, dass von der Initiative kommt, wo man Pop-Up-Store haben, für eben die Zeit zu überbrücken, bis ein Soft Opening. Ich werde das Soft Opening mal, weil wir eben nicht all die Flaschen haben, für ein Gesamtprojekt, ein gesamten Shopping-Outlet zu lancieren. Aber das ist auf jeden Fall Perspektive, die dir mit denen Kontakt einziehen. Und dafür hätte mir nicht nur den Kontrakt, mehr all die Kontrakte, die an dem Sinn geschrieben gehen, unterstützt. Okay, vielmals merci. Ich will auch sagen, dass wir mit der heutigen Projekt an derselben sind wie 2025, wo wir die heutigen Kontrakte Unternehmen bestimmt haben, weil sich auch Unternehmen rund um den Tisch gut gehecht gehen, dass wir an ein Phase 1 gehen, wo wir über Pop-up fahren, eher mal an ein Phase 2 kommen, wo wir Richtung Outlet gehen. Das ist ein Remis von dem letzten Jahr, wo wir das Pop-up-Projekt angefangen haben. Dafür habe ich Kontrakte mit den Proprietären. Den ersten Kontrakt hatte ich exposiert. 1.3.26 bis 29.2.28, Geschäftsfläche von 250 Meter Carré mit Sanitär à Lara, Loyer von 3.000 € an der ersten Phase und 5.000 € an der zweiten Phase. Da gebe ich diesen Kontrakt zum Wort bringen. Wen hast du mir da auch verstanden? Der das zu nehmen. Wen hast du gehört? Das sind 2 Gegenstimmen. Den zweiten Kontrakt, Place du Marché 21, hat wieder noch Ketten so wo, Place du Marché 3 bis 7 war das. Zweite Kontrakt, Place du Marché 21, ein Kontrakt vom 1. März 26 bis 29. Februar 28, ein Geschäftsfläche von 83 Meter Carré mit Keller, Lara, Verkaufsfläche, Sanitär und Küchen, ein Loyer von 996 € an der ersten Phase und 2.100 € an der zweiten Phase. Fragen dazu? Wen hast du mal aufverstanden? Jetzt sind da nicht, wen hast du geht? Jetzt sind da 2. Den dritten Kontrakt, 54 Rue de la Gare, ein Kontrakt vom 1. März 2026 bis 29. Februar 2028, ein Geschäftsfläche von 180 Meter Carré, mit Verkaufsflächbüroen, Lara und Sanitär, ein Loyer von 2.160 € an der ersten Phase und 4.000 € an der zweiten Phase. Fragen? Wen hast du mal da verstanden? Sind da nicht? Wen hast du Geld? Das sind da 2. Vierte Kontrakt, 19 Rue de la Gare. Das ist ein Kontrakt vom 1.3.26 bis 29.2.28, ein Geschäftsfläche von 85 Meter Carré, Nebenfläche von 165 Meter Carré mit Lara, Büroen, AWC, Loyer von 3.000 € an der ersten Phase und 4.095 € an der zweiten Phase. Dazu ein Froh. Wen hast du mal da abverstanden? Sind da nicht? Wen hast du Geld? Wen hast du mal da verstanden? So, wen hast du Geld?
Zwei, willst du eine vorstellen? Ich finde trotz allem am ganzen Dingen eng vorstellen kann Ja. lassen man die dann umlächte Kontrakt Ja, vorstellen nee. oder lassen sich heute durchgehen Für den Kontrakt da rein. zu die Kontrakter general zu dem Ja, ganzen stellen, du kannst es stellen. das aber trotzdem wenn man viel umgeschwert dann ist die froh dafür Hummer Karl muss man kein frohen rangeschickt wenn man gesagt voilà, mir schon gemengt also alles war allen sicher und den neuen Donnen die gesehen an dem Dossier dat man eigentlich bisschen müssen wie weit op die neue Donnen giffen Ago über dem heute Punkt war Kontakt dat net so gemerk wie einfach froh trotz allem op man der haut könnten beantwort kreen de vun eurem lechte Kontrakt ma Bruder dann demissionéiert dat man dann einfach muss do die Beratertage zu halten bezle wie am Kontrakt stehen. De Punkt wollte man eigentlich die vor mai aufsetzen, wenn man gedcht war der die richtige Punkt dafür man sonne dat vorgin froh ob man dat keine geantwort können man da muss ragin als froh Das nee. nee Das nee. zu weit. Ich habe gefragt, ob man da noch irgendwas zusätzlich bezahlen und dann für das nee. D'accord, okay. Merci. Fünfte Kontrakt 28 Rue de la Gare, Kontrakt vom 1.3.26 bis 29.2.28, ein Flasch von 100 Meter Carré mit 65 Quadratmeter Geschäftsflasch, Büro, Lara, ein Vestiaire und ein WC. Da haben wir effektiv dann die Loyer von 0 Euro an der ersten Phase, respektiv dann 2.150 Euro an der zweiten Phase. Freuen du so? Wie hast du mal aufverstanden? Das sind da 9, wie hast du geht? Das sind da 2. Der sechste Kontrakt, 39 Rue de la Gare, Kontrakt vom 1.4.26 bis 29.2.28. Ein Flasch von 50 Meter Carré mit 30 Quadratmeter Geschäftsflasch, plus Keller, Lara und Sanitär. Ein Loyer von 600 Euro an der ersten Phase und 1200 Euro an der zweiten Phase. Wen hast du mal da aufverstanden? Das sind da 9, wen hast du geht? Das sind da 2. An der 7. Kontrakt für Haut, das ist an der Val des Roses. 7 bis 13 Val des Roses. Kontrakt vom 1.3.26 bis 29.2.28. Flasch von 89 Meter Carré mit Geschäftsflasch für 66 Meter Carré plus Büro, Sanitär und Lara und eine Garage. Loyer von 1.068 Euro an der ersten Phase und 1.691 Euro an der zweiten Phase. Wen hast du mal da verstanden? Das sind da 9, wen hast du da geht? Das sind da 2. Voilà, weil der Kontrakte kommen dann an den nächsten Gemeinderat dabei. Da kommen wir auf den 5. Subpunkt vom Ordre du Jour. Das sind die ersten Kontrate de Sous-Location Pop-up, die ersten 3. Ich will so, wir haben da auch da schon mehr, weil wir eine Reihe Kontrakte schon gemacht zwischen dem 1. Juni und dem September mit verschiedenen Pop-up-Storen. Den ersten Kontrakt de Sous-Location ist mit Crea Creation, das ist ein Kontrakt vom 1.3.26 bis den 30.06.26. Selbes Modell wie den Pop-up-Projekt vom letzten Jahr. 4 Monate Kontrakte maximal. Hier ist eine Flasch von 85 Meter Carré für ein Pop-up-Loyer von 595 Euro. Ich gehe dort so froh. Just Erklärung, wir werden Pop-up wie immer auch abstimmen, weil der eben nicht engagiert bis ich vorhin nicht am Kader von direkt. Du willst den Pop-up-Kontrakt stimmen, wo du den Kontrakt mit dem Proprietär für drin nicht abgestimmt hast. Es geht also am Anfang kann den dort just bestimmt, ja, den Kontrakt für den Kontrakt für 4 Drohnen verantwortungsvoll geschrieben wird, dann den noch können abstimmen, weil da wäre über eine Periode geschieht, die als nicht gibt, frei. Die Idee vom Pop-up und du waren nach immer Hand das ist eine Idee leben, die von dem Luftschloss Outlet durch die Meere. Also den ersten Kontrakt zum Wort bringen, wie hast du mal da verstanden? Das was dann unangenehm.
Den zweiten Kontrakt de Sous-Location ass mat La Fiboté op 21 Rue de la Gare, Kontrakt vum 15. des 3. 26 bis de 15. 7. 26 eng Flasch vun 80 Meter Carré fir e Probabloyer vun 560 €. Den ass du hat abverstanen, dat ass unanim. Den dritten Kontrakt de Sous-Location ass mat Maple Monastery, Kontrakt vum 1.3. 26 bis 30.6. 26 eng Flasch vun 80 Meter Carré fir e Probabloyer vu 560 €. Wen ass du mat abverstanen, dat ass och unanim. Voilà. Wie gesot, auch do werden noch zusätzlich Kontrakte an den nächsten Gemengerot dabei kommen, weil die Pop-up-Projekt effektiv gut funktioniert. Dann den sechste Punkt vom Ordre du Jour, das ist eine Konvention am Kader ein Projekt de Kollaboration mit der Klasse d'Intégration von der Weilerbar, mit unserer Musikschule. Da geht es um die Schuljahr 25, 26. Du geht es darum, dass wir Enseignants aus der Musikschule zur Verfügung stellen, für Kuren an 5 Klassen d'Intégration aus der Weilerbar zu halten, das jeweils während einem Trimester. Und wir kriegen dafür laut Konvention eine Partizipation finanziell von staatlicher Seite von bis zu 7.500 € pro Jahr pro Licence. Und das ist ein Projekt, das noch schon in den letzten Jahren gemacht wurde, an dem wir ganz gerne auch zusammen mit der Musikschule weiterführen. Vielen Dank zu freuen. Dann gebe ich das Konvention zum Wort bringen, wen hast du mal da verstanden? Das ist unanim. Dann haben wir noch 3 Kontrakte dabei Urban Gardening am Ordre du Jour. Den ersten ist ein Kontrakt ab dem 1.1.26 für 50 €. Wen hast du mal da abverstanden? Das ist unanim. Den zweiten ist ein Kontrakt von ab dem 1.1.26 für 25 €. Wen hast du mal da abverstanden? Das ist unanim zu 10. An den dritten als nächste Kontrakt ab 1.1.26 für 50 €. Den hast du mal da verstanden. Das ist auch unanim zu 10. Dann kommen wir auf den 7. Punkt vom Ordre du Jour, den Gemengebudget betrifft. Wo man 2 Kredits supplementären zur Aufstimmung bringen. Den ersten Kredit supplementär, den sieht an Live-Form, hat ihr stehen. Du kannst du vielleicht ein paar Explikationen zum Sieger geben, wenn du willst, wie du so kommst. Das ist so, dass man der doten Pubeller, das heißt der kleiner Pubeller, ausschaffen als Remplacement zu den Kirwascher, die da an erster Nacht gesehen, für Glas auf für Papaya, und dass wir den Budget nicht vorgesehen hatten an dem Budget 2026, und dass wir da ein Kredit supplementär von einem Monto anhecht von 150.894 € für einen neuen Artikel budgetär stimmen müssten. Sie von den Vertreter von der nachher Gemeinde am Sigre. Am Sigre ist aufgestimmt gehen, dass die kennt alle die Kiew. Ein paar Bayer dran zu machen, die gering a blo. Da war eine ganz lange Diskussion am Büro noch an den Gemengen für die Kiewerfonds aufzuschaffen. Man da aus verschiedene Gründe. Ein Grund war, dass Dabester die Kiew Eidel machen, die Kiew gehoven und dann in dem Moment an einen anderen Pubel getippt, an den Pubel ist dann an der Kanne gehoven geht. Und dann ist heute der Lernschgefall, du der Lernschgefall, die Kiew sind dann auch von Papaya dann dabei gestanden und haben dort gerannt. Dann ist das terribel schwer gehen und das war am Anfang ein relativ groß, so ein viel Knatsch dadurch.
entstehen und voilà, da war bis sie dann der Mord abkommen für dann aus den besonderen Gründen für die Kirche dann aufzuschaffen und da das auch unanim von den 23 Gemengen gestimmt. Es sind noch nämlich viele Gemengen, die Kirche benutzten, das heißt der Gros von den Gemengen als auf der Weg von Pubelle gehen. Dann sind natürlich an Ziele sehr viele ländliche Gemengen, wo ich viel Platz hat, für Sachen anders zu stellen. Wir hatten aber geguckt, wie das wir viele Klanghäuser haben, wo nicht unbedingt Platz hat, für dann noch ein Gring und Blutpubelle dahin zu stellen, haben wir probiert, für dann ein Platz für große Pubellen auch die kleinen Pubellen können zu holen. Es kann ich so nicht stellen, mir das definitiv nicht egal, also nicht evident für so nicht stellen, weil es gibt kein Intercaller dazwischen. Muss ich gucken, das ist nicht ideal. Aber bon, das halt, spürt ein bisschen Platz par rapport zu einer größeren, muss ich selber gucken, ob ich sich traut, für sie Abonnenten zu stellen oder nicht. Aber auf jeden Fall, als das etwas wird, das Jahr dezidiert wird, wo man muss gucken für eine Mesure, die tausenden Kirchen, die an nicht nach rundherum schwirren, für die dann nur dann durch Pubellen auszutauschen. Das heißt, Leute, wir schreiben die Leute, die irgendwann nun, wo sie dann die Möglichkeit kriegen, für dann sehr der Kleinpubellen oder aber auch der Großpubellen für die Pabaya, für die Glas zu holen. Jean-Claude, du hast zum Beispiel ein großes Pubell für die Pabaya. Da muss jeder für sich selber dezidieren. Wir machen das dann, wenn wir auch mit dem neuen Taxereglement kommen, da sind wir gerne dran zu schaffen. Das haben wir an die Finanzkommission gehen. Noch nicht? Muss man validieren. Muss man validieren. Boah, das. Die werden nicht. Gut. Voilà, mais bon, das Land am Meer und wir gucken, dass wir das ja dann über die drehen. Ricardo? Ich muss merci für die Expressionen. Also, das geht gut, eigentlich. Wir haben just ein froh mit dem Austauschen. Das war alles vor dem alles gestaltet. Die Leute, die hier da kriegen sie die Pubellen oder wie jet gedurcht, wie wird zu meinen Aussätze, dass jeder dann muss ihr Backen lehnen oder austauschen, aber die Leute mal aufgebaut. Es könnte der Punkt an 2 Jahren, wo Kirchen nämlich eitel gemacht haben. Ja, das heißt, dann bleiben sie durchstehen. Und die bis dann noch kein normales Pubell haben, die kommen da spätestens dann auf Gemeinde, die Moment für ihre Backen dann umzuswitchen. Switchen heißt, du bringst aber den Matt. Wir gucken, ich meine schon, dass wir die Pubellen durch Land springen. Ich kann mir nicht einfach feststellen. Oder. Das ist voll. Also. Ja. Leute und du anderen Ziele an der Rezeption und da fallen sie aus wie so war der doch schon immer höchste Kurve ausgetuscht mit der Klingerprobe. Ja. Und da präparieren die Jungen sie und da bringen die Jungen sie auf den Rest. Ja. Und wenn du einfach matt. Am besten, ja. Also die Kirche, die noch recycliert im Moment, die gehen zurück auf die Siegrealität zurück. Was? Okay, gleich. In die Welt. Vergiss. Also die sie wollen nach den Saal, die jede Woche recyclieren. Also die diskutieren. Ja, das ist ein bisschen Info. Ich meine, ich kriege sogar noch. Zeit muss einfach Matt gehen an den Prozess bringen sie Matt und dann das. Die werden nicht machen. Das lebt logisch tun. Das war mir vor. Das ist natürlich eigentlich, dass Leute verstehen, der Recht, was in der Kirche geschieht, dass sie wissen, gedenklich geht, wie sie zu recyclieren. Oder ich kann sie heilen, dann hast du das in die recycliert, kriegt noch etwas dafür, kriegt dann ein Pubel dafür. Also, das ist auch wichtig, dass die Leute Matt treten und die wieder so verstehen, wie man den Prozess machen. Das ist also, wir haben vor das System immer sicher nach gehabt, dass Gemengen Pubelle gekauft wird. Du hast auch Gemengen, wo Bierger Pubelle kaufen. Und das ist dann immer das Problem gewesen, wenn sie dann bei einer Gemengen plündern, dann schließt man so, ja, da geht Pubelle mitgeholt. Und ich möchte das aber schon bei dem Schnees. Nicht du, das ist deine Pufisch mitgeholt. In der bin noch nicht vergessen, dass Pubelle gechippt gibt. Ja, schieß. Ja. Ist die Doppel, die noch gechippt. Das ist jetzt
Gut. Das freut mich. viele Bierger. Also wir sind erst beim Gang die Tatzenoppassung, die muss kastendeckend sind zu präparieren und du werdet effektiv zu Oppassung muss kommen. Wir sind am Gang da zu finalisieren für an Finanzkommission zu gehen und oder dann noch Batterien zu bringen. Also Bierger Taxen okay, mais in dem Moment wo ihn die Pubel also verstehen ja falsch, dass beim Kommunikation bekommen der Pubel sicher das nicht, dass du siehst bezuelen für ein groß wie für ein klein. Das geht alles beim Taxreglement geklärt ja. 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 Gut. Okay. Sonst kein Pro gehen. Da gebe ich den Kredit supplementär, den man braucht, für die Doten unzuschärfen, zum Wortstrenger, wen hast du mal da auch verstanden? Das Unternehmen. Den zweite Subpunkt, nach dem Punkt 7, als eng Erhechung von engem Kredit, den wir vorgesehen haben. Und zwar gibt es eine Konvention zwischen dem Kirchenfonds, der Stadt Dichternach und dem Staat, der den 1. Juni 17 geschlossen ging ist, wo festgelöst ging ist, dass für die Basilika heute zu Echternach, Stadt Echternach, eine Kontribution, eine Partizipation financière von 25% und de frais de fonctionnement et d'entretien von der Basilika couvriert für den Exercice 2025 Lodo den Dekont kriegt an Hecht von insgesamt 432.600 50,13 €. Davon sind 25% 108.000 €, 134,78 €, was dann als Partizipation financière aus. Wir hatten aber für 2025 just 85.000 € am Budget stehen, sodass wir heute ab dann eine Erhechung von dem Kredit müssen machen für die doten Rechnung, die wir kriegen, noch auch ganz können zu couvrieren. Was wir für das nächste Jahr envisagieren, ist, dass wir uns am Hirsch auch da ein Kehr austauschen, auf welche Richtung das es geht für das nächste Jahr auch, dass ihr da vielleicht auch ein Budget prävisionell hat, dass ihr das ein bisschen besser kann abschätzen kann, dass dort kein Science exakt aus, aber dass man dann do ein Budget haben, den man nicht unbedingt müssen nachstimmen. Voilà, also dass wir ein zusätzlicher Kredit von 23.164,78 € stimmen. Nicht dazu frohen. Dann gebe ich das Kredit supplementär zum Wort. Vielleicht will das mal abbestellen. Das auch innen. Dann haben wir noch Punkt 8 vom Ordre du jour. Das sind 3 Subsides extraordinaires. Da haben wir als erstes ein Don, den wir den Relais pour la Vie machen. Da proposieren wir 120 €. Da kann ich vorgehen, gebe ich das zum Wort stellen. Wen hast du mal da auch verstanden? Das unangenehm zu 10. Dann da un Sterrekanner ASBL an Hecht von 100 €. Wen hast du mal da verstanden? Das ist auch unangenehm. An den dritten, da den as für UNICEF, an den as am Kader von dem flotten Projekt La Via Echternach, heute zu Echternach entstanden. Du hast mal 3 geholt für uns als Stadt ein Bild zu stehen. Das Bild das steht im Moment noch an der Rezeption. Das könnt ihr auch da gerne gucken gehen. An wir haben da wir können 100 € gesteht für das Projekt zu unterstützen, den ganz erfolgreich war. Charles war du ganz stark mit impliziert. Dafür möchten wir ein Kehr den Organisateuren, merci Necke dem Lycée und den Lycée-Schüler für allem für die flott Kreationen, die wir da konnten fleißig stehen. Aber der auch manchmal flott zum rauskommen ja. Für die UNICEF. Ich meine, sie finden bei 9.000 € an besser. Das ist aber für so Projekt von einem Hof, was rekrutieren kannst. Für guten Zweck, auf der Retour von Lycée kommen sie ganz zufrieden. Profs sind zufrieden, Schüler sind zufrieden. Oder das ist etwas schon. Auf Lodern können sich immer überlegt, wie das durch meine Hand zu wiederholen. Und dann kommen wir nach Gemeinde. Ja, gut. Voilà, da gebe ich diesen
dann wie man dann über die Stehmärchen zu Wort bringen, wen hast du da verstanden? Der ist auch in der Nähe zu sehen. So, nach pur Informationen, eine Information, die ich nur just nach Kritofirm ihrem Ufang von der Reunion ist, nicht unwesentlich. Wir haben de Moien eng Arbeitssitzung a Relation mat der Traversee, dat heißt, wo man dann auch zum Deel neue Pavé werden auf dem Markt lehen. Und wir hatten nicht gesucht, dass man ein Platz um Markt als Testplatz werden errichten. An die Testplatz, wo dann den Pavé de Gilstre verstehen, wo Lützeburg, den man will mat an den Markt integrieren. Die Testplatz, die werden schon ab Mo en Platz gesetzt gehen. Und das machen wir am Anfang auf dem Markt, am Anfang vis-à-vis von der Staatsbank, für auch kein Reklam zu machen. Das heißt, am Anfang neben dem Justizkreis wurde ein Platz, wo es visibel ist, wo ich wirklich vergucken noch auf dem Markt, wie das wirkt mit dem Pavé. Und da machen wir dann eben die Testplatz mit den Gilstre verstehen, für zu gucken, ob die noch pickelig bei ist, auf dem Markt gut passt. Voilà. Dann wir haben einen neuen Conseiller Pakt Logement als Gemeinde. Da haben wir Madame Anne-Kathrin Goebbels von Schröder Associé herausgesicht. Sie war auch schon mit einem freien Logementsbüro da auch schon hier auf der Gemeinde und dafür haben wir gefunden, dass das in der Kontinuität wäre. Dann hat den Office Sozial auch eine neue Präsidentin mit dem Nadine Okay. Und Nadine Kohnen weitert bei Präsidentz vom Office Sozial seit dem 25. Februar 26 offiziell überholt. Und danach eine Information zum Chantier am Park, wo man einfach pur Appelle kriegen, was dann dort genau gemacht wird. Das ist so, dass der Bur, wo den Sprangwur drauf ist, dass den restauriert wird vom Staat und dass da eine Konstruktion aufgerichtet schon, dass dann über daraus vielleicht die Arbeiten können, ohne dass es in der Wasser steht, gemacht gehen. Da wird eine Aufdichtung gemacht von dem Bur, für das Wasser nicht, und du hast festgestellt, dass der Bur nicht 100% dicht ist. Und für das ich noch die Boot dann nicht so restaurieren kann, dass noch über die nächsten Jahre noch weiter schön ist. Voilà. So schon zum Ressourcencenter. So. Ja. Ja. Ihr wisst, wir hatten eine Reunion für eine Etude an Auftrag gegeben, für zu gucken, ob es möglich ist, für ein fixes Ressourcencenter nach zu machen. Zusammen mit Rosebud Montpellier, da sind Resultate von der Etude Silo do. Das ist am Anfang möglich für eine fixe Infrastruktur auf der Platz, wo man momentan den mobilen Hund hinzusetzen. Wir müssen verschiedene Adaptationen gemerkt, natürlich Platz ist aber relativ eng. Wir müssen noch gucken, ob man ob eine Modifikation punktuell vom PRG gehen, weil wir aber wahrscheinlich müssen haben an den Hand gehen. Das kostet uns natürlich wahnsinnig viel Zeit nehmen. Wir haben mal so ein Etude präsentiert, dann ich gucke, dass man für die nächste Gemeinde hat, dass es dann noch am Dossier hat, und da müssen wir irgendwann eine Gefahr bekennen, ob man das zusammen wollen mit Rosebud machen oder nicht. Ja? Oder sie uns, ja. Okay.
Gut, noch 3 Datumer. Es sind 2 öffentliche Reunionen geplant am Trifolion, die 1. 2. Juni a Präsenz von der Mobilitätsminister für generell Mobilität an Verkehrsprojekten an Irstanach zu präsentieren. Das heißt sowohl mit, also wohlstaatlich Instanzen wie mir als Stadt Irstanach. Wie Flower? Ja. Oder? Also das von euch auch Ja. Ich sind 19, wir machen noch einen Support für die dorten Informationsversammlung an am selbischen Tutport. Die andere Seite werden wir für den 12. Juni am Kader von der Journée Européenne de l'Archéologie eine Informationsversammlung am Trifolion machen, zusammen mit dem Kulturminister, wo dann Vertreter vom Inneren auch die Resultate von ihren Ausgrabungen bei der Petite Marquise werden präsentieren. Und dann eine Information nach für ihr, dass wir eine Arbeitssitzung machen, den 18. Mai, wo wir erst ein Projekt von dem Sportkomplex mit Schwemm werden präsentieren, weil dieses Projekt soll den 1. Juni am Kader von der nächsten Gemeinderatssitzung soll den APS von dem neuen Sportkomplex halt präsentiert und noch zur Abstimmung kommen. Ja, so stimmt. Den 1. Juni. Also das den 18. Mai als Arbeitssitzung an 2 Wochen danach als Durchstimmung. Okay. Gut. Voilà. Wohin sind das ja keine Rakommen? Da kann ich Sitzung Heimat da schließen. Merci an der Schendowel. Sie, was?